Oh God, how I need you. The King of love, my shepherd is, whose goodness faileth never. I nothing lack if I am his, and he is mine forever, and he is mine forever. Where streams of living water flow, my ransom soul he leadeth, and where the verdant pastures grow, with food celestial feeding. Never failing, ruler of my heart, everlasting, lover of my soul, on the mountain high or in the valley low. The King of love, my shepherd is. The King of love, my shepherd is. Lost and foolish, off I strayed, but yet in love he sought me, and on his shoulder gently laid, and home rejoicing brought me. In death's dark veil I fear no ill, with thee, dear Lord, beside me. Thy rod and staff my comfort still, thy cross before to guide me. Never failing, ruler of my heart, everlasting, lover of my soul, on the mountain high or in the valley low. The King of love, my shepherd is. The King of love, my shepherd is. Hallelujah, never failing, ruler of my heart, everlasting, lover of my soul, on the mountain high or in the valley low. The King of love, my shepherd is. Never failing, ruler of my heart, everlasting, lover of my soul, on the mountain high or in the valley low. The King of love, my shepherd is. The King of love, my shepherd is. So through all the length of days, thy goodness faileth never. Good shepherd, may I sing your praise. Guten Tag, alle. Oh, und mich nicht mal gehört. Mir freut dass ihr hier seid. Welcome alle hier. Von weit und breit, wo immer ihr seid gekommen. Victor Mott ist von der an hier an, dass das eine Ehe, dass sie sich hat Zeit genommen haben in seine Früh. Hat drache Zeit, was sie haben. Und sie kommen her, um uns hier mehr lehren. Und so, bis sie gut und hier Tag. Ich will ein klein bisschen sagen, wo das Service wird auffahren hier. So, was wir dann ist hier eine Minute wieder, was Victor abkommt. Und dann wird er für about 30 Minuten reden. Und er wird uns lehren, verschiedene Wege, wo wir können mit dem Geld umgehen auf einen biblischen Weg.
und vielleicht ein Wort von seinem Testimony mitteilen. Und so, nur die 30 Minuten, dann war wir jüngst die Zeit geben, dass ich keine Frau stelle. Wir waren about für 30 Minuten aufmerken, dass ich keine arme Frau stelle. Was immer für eine Frau ihr hast, ob von ein Business ist, von Geld, von einer Ehe oder was immer das ist. Und so habe ich was versucht, das zu beantworten. Und da in jene Zeit verjüngst, da sind diese Comment Cards. Und wenn ihr einen Pen mit habt, die Comment Cards kann ich nehmen, jene Dinge dann abschreiben, bis die Frau, was ihr habt, nur den Session. So, das wird eine wichtige Zeit sein. Also, ich war gehen mit dem Mike, dass ihr die Frau kann in den Mike nennen, das wird alle hier können. Und dann können wir alle top wissen. Das Idee, dass wir am herbrachten, das ist, dass wir wel einfach mehr lernen, wo wir selber mit dem Geld umgehen. Uns fehlt das alle, und wir wollen da ein Lehr. Und some Dinge, was ich belebt habe, ich habe von am Lehr, und ich will nicht bis von am Lehr, ich wird uns gute Prinzipien geben von der Bibel. Nicht bis was ich belebt habe, aber was Gott in ihr Leben getan hat. So, ich kicke fair weiter dort, und so, nur die 30 Minuten die Frau beantworten. Dann wollen wir ein bisschen Zeit haben für Coffee Break und Snack, dass wir nicht auf einmal anschluppen. Na, was kriegt fast bei Zeit sein. Und so, das für 30 Minuten, wo wir die Coffee Break haben. Und dann wollen wir weiter, dann kommen wir zurück hier an. Dann wollen wir eine Session down, wo wir uns was für 30 Minuten leer. Und dann wollen wir nach einer Frau stellen. So, das ist ungefähr so der Service was dran. So, sie ist ganz gelot, relaxed. Und merkt ihr Mind, ihr Horten ab. Und dann werden wir von am leer. Ich will bis Frau dort würde abstehen. Und anblaus und warmer Applaus und welcome je, wenn er abkommt. Dankeschön. Dankeschön, vielmals Dankeschön, seid ihr und ruhig weiter haben. So, mein Plottage, das ist nicht so geläufig. So, jemand hat mir von dort ein bisschen erzählt, wenn das ein bisschen stottert. Weil es gar nicht so vorkommen im Plottage predigen oder reden. Aber ich hoffe, wir wollen uns verstehen. Vielleicht für die, die mich noch nicht gehört haben, als ich befreit mit Doris steht da in der anderen Saal, zu der Frühjahrsrede. Wir hatten 3 Kinder. 24, der älteste Tochter, der zweite 22 und der jüngste, der Sohn, erst 20. Ich selbst sie in Russland geboren. Met 6 Jahren und 74 konnten meine Eltern aus Russland rüberkommen nach Deutschland. So ich habe einen Teil in Deutschland abgewaschen und einen Teil, und steht ja 16 Jahre in Paraguay auch gelebt, wo ich meine früher gelernt und wo unsere ersten Jahre mit Business auch waren, wo Gott anfängt, mich zu lehren, wie biblische Prinzipien funktionieren. Seine, was mir all einmal gehört habe in anderen Vorträgen, en bloos in Erinnerung habe, Victor Mortis, dat is wat je in de kredieten is. Dan heb je nog niet alles verstaan. Dat je het in werkelijkheid niet daarom dat Victor je in kredieten is, sondern dat je het am vertrouwen, welke relatie heb ik tot God. Deswegen heb ik ook mijn boek als testimonial, wat met Doris Tup geschreven hebben, op Hochdeutsch heet dat Wem vertraue ich genannt. Dat je in Wirklichkeit am Vertrauen. Ich war von dort zu Morris auch, evens wer liest hier in Hochdeutsch, wer kann gut Hochdeutsch lesen und macht das hier. Macht hier das erste Vers. Okay, bitte. Hier. Dann halt hier mal ja Ruhm auf dem Tisch. Das geht in Wirklichkeit nicht um das Geld selbst, sondern das System von Krediten, sondern es geht darum, ab was sagt ich mein Vertrauen. Zwischen Geld und Gott ist eine Relation. Oder zwischen mir und Gott steht manchmal das Geld. Und wir denken, das ist ein System, mit dem ich umgehen kann. Und in Wirklichkeit geht es um eine Relation mit meinem Gott, die ab der Vase von Geld sich spielen wird. Wem vertraue ich wirklich? In der Regel sind wir deutsche Menschen sehr leistungsorientiert. Ich weiß nicht, das plottische Wort. Wir wollen was schaffen, hart arbeiten und wir entscheiden vom Kopf aus. Aber ich will mal aufrichtig sagen, das meiste von unseren Entscheidungen, wenn wir meinen, dass das aus dem Kopf, das kommt aus unserem Gefühl. Unser Gefühl steht unsere Entscheidungen. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass wir auf diese Relation eingehen zwischen mir und dem Geld oder zwischen mir und Gott. Gott sieht mit uns eine sehr persönliche, enge
aber auch exklusive Beziehung oder Freundschaft, Amistad. Das passiert und das miert sich vielleicht in meinem Business, in meiner Farm oder Wortstuhl, was ich habe, oder Aufgabe, was ich habe. Das ist bloß die Plattform, ab der sich das wiesen wird, wo meine Relation zu Gott ist. Jesus sagt, du kannst nicht zwei Haare dienen. Du hast entweder den Mammon dienen, der Mammon hat sehr viele Gesichter, oder du wirst Gott dienen. Du kannst nicht Gott dienen und den Mammon zu gleicher Zeit. Und wenn ich von dort darüber rede, heißt das nicht, dass ich alles überkommen sehe und der perfekte Mensch sehe, der damit Gott umgeht. Ich habe immer weiter auch damit zu handeln. Und du kannst die erste Folien abstellen, weil uns muss diesen Text lesen uit Matthäus 6, 24. Ja? Ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten oder vernachlässigen. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Ich will mal ein unverschämtes Vergleich machen. Wenn ein Mann zwei Frühes hat, er hat seine Früh und auf einmal jankert noch eine zweite Früh zu haben, dann wird er eine Früh vernachlässigen, um mit der anderen Früh mehr Zeit zu verbringen. Er wird nicht beide Frühes gleich bedienen oder gleich achten oder gleich Zeit verbringen. Manche wird es gefehlt dabei erst, wenn wir uns dort vorstellen, so haben wir nicht Gott dienen und gleich dem Mammon. Wir wollen einen vernachlässigen und mehr Zeit mit dem anderen verbringen wollen. Wir wollen auch mehr Last mit dem anderen haben zu verbringen, als mit dem anderen. Wir können nicht die gleiche Leben, Handgove und Zeit investieren. Deswegen hat der Umgang mit Geld, und Geld ist nicht gleich Mammon, das Geld selbst ist nicht der Mammon, sondern der Geist, was im Reichtum angehangen ist. Beter gesagt, Mammon ist dort, worauf ich mein Vertrauen sah. Wenn ich meinem großen Konto mein Vertrauen sah, dann ist dort mein Mammon. Wenn ich ab mein Fleisch, ab mein Aufgabe, mein Vertrauen sah, ich wird mich versorgen, dann ist dort mein Mammon. Wenn ich mein Vertrauen ab meine Papa sah, der Millionen Dollar hat, dann ist hey, mein Mammon. Dort, worauf ich mein Vertrauen sah, dort ist Mammon. Und dort konkurriert gegen Gott. Und deswegen hat das mit Relation was zu tun. Gott sagt, ich will mit dir eine persönliche, exklusive Relation haben. Und wenn ich mein Vertrauen habe, was andere sagt, aus Gott ist, dann trägt sich mein Hort von einem Trick und denkt wie dem anderen. Und damit auch mein Gefühl. Ich bin nicht mehr so begeistert von Gott. Mein geistliches Leben ist dreig. Ich wundere mich, warum ich nicht so begeistert bin, mit Gott zu gehen. Oder so nicht so eine Handgove habe, nicht so eine Leben habe. Naja, weil es mein Hort erst wo andere Weise hingegangen. Naja, wat een der andere meiner, weet je, weet dat je geen voor die mensen wat veel geld hebben, weet je, ik heb geen geld, waar zal ik een probleem met Mammon hebben, wanneer ik niet meer geld heb? Ik wil je zeggen uit een ervaring, als die oom opgewassen, maar op mijn oom uit de rit is, dat probleem heeft man dat zelfs. Ja. Wanneer ik weinig heb, dan mag ik me zorgen, wat kan ik meer hebben? En schauf damit, wo kann ich mehr besorgen? Und mein Vertrauen darauf sagte, hier kann ich 100 verdienen, 200 oder 300. Oder mit dem Jitz ist das dasselbe. Wer bei $1 jitzig ist, der ist auch jitzig bei einer Million. Aber wer generosamente bei 50 Cent ist, der ist auch generosamente bei einer Million. Das hat nichts zu tun als wenig oder viel. Das hat mit unseren Emotionen was zu tun. Was ist mein inneres Gefühl und was ist meine Bindung nur dem? Glaube ist dort, ab was ich mein Vertrauen sagt. Ich meine, hier habe ich auch manchmal fristige Nächte, ja, und die Menschen, die aufgehört haben, oder Korn geplant haben, sagen wir mal, wenn du aufgehört ist, und das kann Risiko sein, dass das frisst,
dan wordt man 4 aanmaken. Waarom? Ik heb geloven dat kan vrede. Dan heb ik een attitude, een action, dat het wordt 4 aanmaken. Wanneer ik leef dat wordt reinen, dan neem ik een reinscham met. Dus ik leef dat wordt reinen. Zo dat wat ik leef, mijn handelen beïnvloeden. Weet ik een gewissen vertrouwen op wat heb, een geloven aan wat heb, dat ik, handel ik dementsprechend. Wenn wir viel angesammelt haben, in Wirklichkeit sehen wir beim Reichtum eine Tranquilität. Wir wollen Frieden haben, wir wollen nicht mehr Sorge haben. Wenn ich mal 1 Million habe, dann würde ich nicht mehr Sorge. Wenn ich mal 1000 Hektar habe, dann würde ich weniger Sorge haben. Wenn ich statt 1000 Beister habe, dann würde ich weniger Sorge haben. Was wir in unserem Hort sehen, ist ein Frieden oder ein Leben ohne Sorge. Und dort versuchen wir zu finden, indem wir viel materielle Güter haben. Oder ein gutes Business haben, was gut dran. Dann habe ich genug, dann mache ich mir nicht mehr Sorge darüber. In Lukas 12, 15, wir waren Lothar auf diesem Vers noch dabei angehen, da sagt der Ritter Kornbauer, du hast es geschafft. Du hast den großen Reserve oder Vorrat angeschafft, die für viele Jahre reicht. Nu kannst du ruhig sein, ohne Sorge sein im Leben. Was sagt das Mensch? Der sagt die Tranquilität, die Ruhe. Ich will keine Sorge haben, ich will Frieden haben in meiner Seele. Ich will nur einfach ruhig leben. Das ist, was wir in Wirklichkeit sehen. Die Millionen oder die Tausenden, die sollen uns diese Ruhe geben. Ich gehe mehr auf das Gefühl an. Das Seminario über Finanzen, das ist ein sehr langes Seminario. In einer halben Stunde, wo wir das nicht so tief kriegen. Aber ich will Ihnen einladen, auf das Gefühl zu achten. Wie die denken, zu sehr mit dem Kopf. Ich will mal mit dem Hort anfangen zu denken. Wenn ich in meinem Hort sehe, ohne Sorge zu sein, dann probiere ich das ganz normal durch meine Arbeit zu tun. Ich will hart arbeiten, viel verdienen, damit ich nicht die Sorge habe. Und wir sind gedreven davon, nicht Sorge zu haben. Und wenn ich anfange, dem zu dienen, dem heranzurennen, dann wird ich auf einmal mehr von Geld zu beschaffen oder von Reichtum zu beschaffen, um nicht Sorge zu haben. Dann hat das Geld, die Farm, das Business regiert bei mir. Weil ich das habe, weil bestimmt das meine Attitude. Ich will harder arbeiten, ich will mehr arbeiten, ich will vielleicht die Familie vernachlässigen, um mehr zu arbeiten. Vielleicht komme ich dann auch auf schlechte Gedanken, dass ich den einen oder den anderen, wo ich verdeile, nicht abrechtig handle, weil ich mehr davon haben will. Das heißt, die Sache, das Geld, die Farm, was immer das ist, irdische Dinge, bestimmen dann mein Handeln. Oder bestimmt mein Handeln. Neem ich die Sache als een Herramienta, als een Tang oder ein Schraubendreher oder sowas, als een Werkstoff, die mir dienen soll. Ich habe 2 Exempels. Ich habe auch gerade den Ritten Kornbauer vom Neuen Testament zitiert. Jesus verachtet den als einen, der töricht wird. Wir haben einen reichen Kornbauer auch im Alten Testament, Josef. Der mag sich die Arbeit 7 Jahre lang Spitjas zu bauen, een Korn anzusammeln. Waarom wie hij wezen? En dezelfde wat im Neuen Testament Korn ansammeln deed en zijn Spitja grata mag, nennt Jesus töricht. Der Unterschied wie Josef sammelt dat de Menschen dafür zu versorgen, de Menschen zu dienen. Zijn Spitjas, all dat wat hij opbiedt, wie te dienen aan anderen. Der Ritter Kornbauer im Neuen Testament sammelt das, sich selbst zu dienen. Ich will für mich selbst genug Vorrat haben. Hij will gedreven von dem, was ich haben will. Was ich brauche. Nu eet und trinkt meine Seele und sie einfach bloß Frau. Das ist der Unterschied. Wenn wir den Reichtum brauchen, anderen zu dienen, oder den Reichtum brauchen, uns selbst zu dienen. Wenn wir uns selbst dienen, dann hat der Reichtum uns und nicht wir den.
Wenn wir den Reichtum brauchen, um anderen zu dienen, dann haben wir dort, um anderen zu dienen. Wir sehen ja in Wirklichkeit diese Ruhe, Friede in unserem Herzen, weil wir wem vertrauen. So will Gott diese Aufhängigkeit proben dit, oder er sieht sie auch mit uns. Erst die Frage, warum sollen wir dann von Gott aufhängig sein? Sind wir seine Marionettes? Dat hij ons bestemmen wil, wil hij over ons herrschen. En waarom willen we niet van God afhankelijk zijn als de vraag? En dat is al wat Adam en Eva im Paradies hadden, dat probleem. Ze willen van God afhankelijk zijn, zelfstandig zijn. En dat Hochdeutsche woord heet je ook, wanneer jemand impresario is, hij is zelfstandig. Dat woord zegt een beetje wat we zien. We willen onafhankelijk zijn van anderen. Ik wil je nog geld hebben dat ik zelfs entscheiden kan wat ik met hebben kan. En dat is zo. Geld geeft macht. Ik kan dan meer Entscheidungen treffen. En ik kan die treffen. Ik brauche geen vragen. En dan moeten we de macht wat hinter dem Geld is. Waarom zien we deze onafhankelijkheid van God? Waarom wil ik zelfs entscheiden over geld? Oder over die Sache wat ik met hebben doe? Wel mal dieper in deze gevoelswurzel in onze hart en onze ziel nemen. Dat is toch meestens zo, wanneer we schwierige Situationen in unserem Leben aankomen, dan am meisten leren. Ich sage, ich habe das geleerd, als es mir dann und dann mal so schlecht ging, dann habe ich das und das geleerd. Und Gott braucht die Situationen vor, um uns was zu lehren. Er bringt uns in einen gewissen Engpass nennen, um uns was zu lehren. Wenn wir einfach die Bibel nehmen, das Volk Israel, als das 10 Plagen wäre, in Ägypten hat das Volk Israel viel Wunder erlebt. Als sie an den Roten Meer ankommen, dat eng war, die Ägypter herankommen, dann haben sie große Wunder erlebt. In der Wüste 40 Jahre haben sie viele Wunder mit Gott erlebt. Das wäre mal eng, mal nicht zu eten, mal nicht Worte an so eine Sache. Dann haben sie Gott mehr erlebt. Gott führt uns vor in schwierige Situationen, um uns zu proben. Aber weißt du, noch von mehr. Um uns mehr von seiner Herrlichkeit zu wissen, wer er ist in unserem Leben. Vorher waren wir in so einem Engpass sind, im Business oder uns was wollen kaufen, uns reicht das Geld nicht aus, haben wir 2 Optionen. Die erste ist, wir machen einen Businessplan oder wir gehen nach der Bank und leiden uns Projekt für und nehmen einen Kredit oder einen Prestam oder was immer wir das auch nennen und kaufen uns die Sache. Machen ein Investment über den Business. Oder, die Option 2, ich fange an, mit Gott darüber zu reden, zu verhandeln, so als ein Kind nun vor das Jahr. Papa, ich will mir dort und dort jeden wünsche ich mir, das würde ich jeden haben wollen. Kannst du mir dort nicht helfen, zu besorgen oder zu kaufen? Du hast ja als Businessman so viel Geld, kannst du mir dort nicht kaufen? Und dem, wenn du selbst sehen, oder ich nur die Bank gehen, ist wenig Relation mit Gott. Wenn ich mit Gott anfange, darüber zu reden, entsteht eine Gemeinschaft. Ich fange mit Gott an, darüber zu verhandeln, mit ihm zu reden. Weil ich mit Gott rede, kann er mir lernen. Er kann mir auf einmal Ideen geben, wie man die Solutionen dafür finden kann. Würde ich nicht mit ihm darüber reden, würde er nicht mit mir darüber reden können. Und mir Ideen geben. Ich würde selbst entscheiden, würde mir das Geld nehmen und würde einfach meinen Weg gehen. Da ich das ohne ein Prestamo, fange mit Gott an darüber zu handeln, dann mache ich mich von Gott aufhängig. Naja, wer weiß, was er mir das geben will. Vielleicht ist er gar nicht so gut mit mir gesonnen. So ist, was ich dachte, als junger Impresario. Gott will mir immer mal Arm holen. Gott hält den Menschen Arm, damit er selig wird. So sind wir geprägt. Heute arbeiten, weißt du, Jesus ist am 30 gestorben von meinen Sünden, aber mit Geld hat er nicht zu schaffen. Das musst du dir selbst verdienen. In Besorgen. Möchtest du die Relation von Seligkeit in Sünde, dafür hat eine Relation mit Gott. Für Geld in Business hat keine Relation mit Gott. Gott will aber eine Relation mit mir haben. Eine Gemeinschaft haben. So als ich mit den Kindern habe. Ohne diesen Engpass in meinem Leben,
Oder in meinem Business kann Gott mich gar nicht lenken, ab nie Gedanken. Er kann mich gar nicht führen, er kann mich gar nicht sich selbst wiesen. Die meiste Wunder in der Wüste wir bloß dafür, dass Gott sich offenbart an eine neue Wiese, eine neue Ort. Einmal als die wird versorgen deed, einmal als Rapha, die wird heilen deed. Und sie haben verschiedene Namen, wo Gott sich immer nie offenbart. Wir kennen das Beispiel aus den Jüngern ab dem See Genezareth fuhren. Und sie haben abends mit Jesus ein Wunder erlebt. Er hat 5000 Menschen, Mannsmenschen plus frühes in Kenia, zu eten gegeben. Dann schaut Jesus den ab andere Eiver zu fahren. Dann wird ein Sturm und Jesus schlaft im Boot. Was deed Jesus dort? Abends haben sie ein großes Wunder erlebt. Und nu hadden ze Angst. Jesus boodert die dat nog dat we hier aankomen worden. En nachdem dat Jesus waak wordt en dat Wunder gemacht hat, alles still weer, zei de Jünger, oh, dat is ja einer, dem sogar de Natur ongedaan is, in dem je harsje deed. Jesus offenbart sich, mag das Problem mit dem Sturm, wo ich muss so interpretieren, dafür, damit die Jünger kennenlernen, dass Gott auch über die Natur Herr ist. Er will sich frisch offenbaren. Abends offenbart er sich als die, was 5000 Menschen zu eten gibt. Nu offenbart er sich diese Schwierigkeit als einer, der über die Natur herrscht. Jesus will sich immer weiter nie in unserem Business, in unserer Finanzwelt offenbaren als die, der versorgt wird. Und diese Schwierigkeit in unserem Leben, deine Verantwortung. Wenn ich ganz schwind um Kreditunion ran oder nach der Bank, wo immer da hier heute, wo ich nicht belebe, wo Gott sich offenbaren kann. Das geht um eine Relation, um eine Gemeinschaft. Ab der Plattform vom Geld oder vom Reichtum wisst sich bloß, mit wem ich eine Relation habe, mit wem ich eine Gemeinschaft habe. Da wird beide dort die zweite und dritte Folie einmal angeschmiert wird, oder die zweite Folie mit dem Vers uit Römer 5. Weil das mal taub lesen. Doch nicht nur darüber freuen wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Perseverar auf Spanisch. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Aprobado. Und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Und die Hoffnung, und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht werden. Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Und wenn Gott uns gut ist, wird er uns nicht versorgen mit allem, was wir brauchen. Lass uns mal 5 Minuten einen kleinen Film sein, ein DVD, wo Gott versorgen wird. Im Alten Testament, aber wir finden eine ähnliche Geschichte im Neuen Testament, hat er mitgebracht, einfach aus dem Alten Testament. Eine Art und Weise, wo Gott versorgt hat. Ich habe dort einmal seine. Wir werden ein bisschen bosig, ich will mal vielleicht dann wieder machen, wo dann, ich kann ruhig das anrannen, dann wird es still sein. Ja? Finanzielle Engpässe in unserem Leben sind ganz spezielle Momente, die wir nicht sollen ungeduldig oder leichtfertig lösen. Wenn du in eine Eng kommst, dann sollst du darauf achten, wo will Gott mich nu führen? Was ist sein Weg? Prüf nicht so schwind eine Lesungen oder Lesungen von diesem System zu haben. Gott will in dieser Situation nur zu mir oder zu dir auch reden. Er will sich frisch offenbaren. Manchmal will er mir auch bloß ein bisschen testen, ob ich ihm ganz vertraue oder nicht. Wichtig ist, dass ich lerne, mit ihm zu handeln, mit ihm zu reden, mit ihm zu diskutieren oder debattieren. Zoals hier mit Gott debattieren. Und wichtig ist, dass ich das toelasse, dass gewisse Noten funktionieren. Oh, dann muss ich losrennen lassen, und dann würde ich sagen, wenn ich abstoppen. Ja. Ja.
Ja, de erst 12 Minuten. Dan laat den doch mal weg. Laat den mal weg. Ich würde die Geschichte kort Taubfoto vertellen. Ja, sonst haben wir nicht genug Zeit für die Fragen stellen nu her. Wenn wir diese Not nicht in Lesungen präsentieren, geben Gott Möglichkeit in unserem Leben zu handeln. Und davon verteilte sie die Geschichte von der Witwe. Sie kommen nur Elia und sagt, mein Mann, den Jünger, ist gestorben und der hat eine Schuld bei einem Schuldner. Und nu kommt er und will meine Kinder nehmen als Garantie für die Schuld, die mein Mann hat. Was sagt dann Elia zu ihr? Na ja, gut auch nur den Oheim oder wer immer für die zuständig ist und sei bei den Nachbarn ein bisschen Geld zu lehren, dass der am Betule kostet. Oder go nur die Banken oder den ricken Onkel oder irgendwie und leih die was uit, dass der den Betule kostet. Das würden Gelder rot sein. Er fragt, was hast du? So als Jesus seine Jünger fragt bei den 5000, was er feiden will, was hast du? 2 Fisch und 5 Brot. Er fragt die Witwe, was hast du? Na, ich habe nichts mehr als ein kleines Kontje Öl. Und dann geht er die Geschichte, wo er sagt, dann hol die alte große Amasch und Kriege und Tonne, was je findet bei den Nachbarn, sammelt er an. Dann sagt er nicht wieder. Dann tät sie bloß dort, was er sagt. Weil in das Losgehen von sagt, was sich lebt. Ich kann Ihnen denken, wenn ich lebe, dort wo regnet, dann nehme ich ein Paraguay, einen Regenschirm mit. Wenn sie Vertrauen haben in dort, was der Mann Gottes sagt, dann tät sie, was er sagt. Und indem dort sie losgeht, wisst sie, an wem sie lebt. Und dann gibt er die Instruktion, da anfangen auszufällen. Was von einer Dame hat so ein kleines Kontje Öl, anfangen in Hunderte oder 10, 20 Tonnen anzufällen. Wo wir mit dem Kopf argumentieren als Deutsche, wie denkt ihr, logisch, ja? Wir sollen das schaffen. Bloß tun, was Jesus sagt. Bloß tun, was Jesus sagt. Und dann wird das voll, ein zum anderen. Und dann kommen sie, was soll ich nicht tun damit? Vergebt das und mit dem Ewigen kannst du leben. So ist, was Gott handelt. Nur 2 Fisch und 5 Brot bleiben noch 12 Jahre über. Nur einem Kontje Öl bleibt noch so viel über, dass sie ihre Familie wieder versorgen. So ist, wie Gott handelt. Weißt du, dass Gott so dort in deinem Leben handeln soll? Ich will das. Ich will das. Ich habe das so in vielen belebt. So, das sind nu 30 Minuten, was wir können daran vorbereiten. Ich darf mich nu wirklich fragen, was ich kriegt will. Über Finanzbusiness. Ich habe noch nicht viel über mein Leben verteilt. Wir wollen in der zweiten Hälfte noch mehr Zeit dafür haben. Aber ihr seid diese 2 Welten. Gott hat ein anderes System, wo er handelt. Wie kann er das nicht? Wie hat er das nicht gelehrt? Wollt ihr in das System nennen kommen, so Gott handelt? Nu darf je mich uitfragen, so viel als je will. Wir sind gelehrt, dass Jesus erst für unsere Säule gestorben, für unsere Sünden. Aber du sagst, er ist für mich erst für dort gestorben. Was kriegt bedeutet dort, wenn man sein, wo kann ich dort applizieren, oder was hält mich dort in mein alltägliches Leben? Wir haben Sonntag schon gelehrt, dass Jesus meine Sünde vergibt. Und das ist es. Aber die Bibel ist viel mehr Fall. Jesus sagt in 2. Korinther 8, Vers 9, er ist vom Heiligen Geist inspiriert, Jesus wurde arm, damit wir reich würden. Fangst du hier mit dem Evangelio della Prosperidad an? Nein, dort steht das Wort ab wird. Darum kennen wir die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Da er reich war, wurde er arm, damit wir reich würden. Aber was ist dann Reichtum? Dann 2. Korinther 9, Vers 8, wir drehen die Zule bloß an. Das geht in den beiden Kapiteln um den Kontext der Sammlung von Gütern für Jerusalem. Die Gemeinde wie in Not, sammelt Paulus Geld in den verschiedensten Gemeinden in Europa, um Jerusalem zu helfen. Also der Kontext ist materielle Sammlung. In dem 2. Also Kapitel 9, Vers 8 heißt es, was Reichtum ist.
dass wir in alle Zeit volle Genüge haben und noch überreich sind zu jedem guten Werk. So Jesus ist arm geworden, damit wir alle Versorgung können haben und dann noch mehr, um andere Menschen zu helfen. Jesus ist am Kreuz gestorben für unsere Krankheiten. Das kriegen wir auch noch hier und da gelehrt, dass wir können Gott um Heilung beten. Das ist ein anderes großes Kapitel, aber wir haben wenig in unserer Predigt, in unserer Sonntagsschule, ich habe in der Kirche nicht gelehrt, dass Jesus für Geld, für meine Versorgung, am Kreuz gestorben ist. Das ging viele Jahre bloß nicht in meinem Kopf. Wenn Jesus auch für materielle Versorgung gestorben ist, soll ich dann nicht nur arm kommen damit? Oder gehst du, wenn du gesündigt hast und die vergonnen hast, auch nur der Bank, um da um Vergebung zu beten? Oder gehst du in irgendeinen Baum und betest um Vergebung? Wir gönnen nur Jesus. Willst du weiter erst am Kreuz für meine Sünde gestorben? Warum gehe ich nicht mit meiner finanziellen Not nur Jesus? Der am Kreuz für meine Not gestorben ist. Warum gehe ich dafür nur meinem Papa, nur meinem Onkel, nur irgendeine Institution? Ich will die Banken nicht grundsätzlich verdieveln, aber ich gehe irgendwo anderes hin als nur Jesus. Das müssen wir uns wirklich fragen, weil es geht um eine Relation. Jesus hat mit seinem Leben für meine Armut betont. Er hat mit seinem Leben dafür betont. Nicht bloß für meine Sünde. Im Paradies hat er seine Schöpfung versorgt mit allem, was sie brauchte. Ist Jesus nicht gekommen, um dort wieder herzustellen, wo durch den ersten Adam kaputt gegangen ist, dass er durch den zweiten Adam wieder restauriert wird? Wenn das Evangelium komplett ist, dann soll auch das Materielle mich betragen. Aber es geht um eine Relation. Nur wem gehe ich, wenn ich finanzielle Not habe? Für mich wird das selbstverständlich. Ich gehe schaufeln und gehe nach der Bank. Pues Jesus ist für meine Sünde gestorben, aber mit Geld haft ich nichts. Das sehe ich abgewaschen. Mein Papa konnte nicht 15 Kinder versorgen. Wie seine Familie mit 15 Geschwistern. Also ich habe noch 14 Geschwister, ja. Das ist ja ganz klar, dass er das nicht kann. Wir sind in Russland abgewaschen, mussten von Russland nach Deutschland flüchten, fangen dort bei Null an und dann tragen meine Eltern nochmal nach Paraguay, fangen wir nochmal bei Null an. Und wer soll all die Kinder versorgen? Klar hat wir nicht noch zu essen. In meinem Gefühl, ich habe nie einen Vater erlebt, der alle meine Nöte versorgt hat. Und logisch habe ich das von Gott nicht erwartet. Ist das, was ich mit meinen Eltern belebe, das ist meine Relation zu Gott. Als Kleinkind erfuhr ich Gott durch meine Eltern. Weil ich meinen Vater nicht als einen Versorger erlebt habe, ich habe einen wunderbaren Vater. Das will ich abrechtig sagen. Ein großes geistliches Aufgabe, was wir von meinen Eltern belebt haben oder empfangen haben. Aber hier sind materielle Dinge, die ich nicht erfahren habe. Logischerweise konnte ich nicht mit diesen Not nach Gott kommen. Ich war im zweiten Teil von nur dem Recess und Maya Adorab angegangen. Was diese Emotionen, unsere Erfahrungen mit unseren Eltern und unsere Relation mit Gott zu tun haben. Noch eine Frage, beantwortet ungefähr? Da sind noch zwei. Wenn Jesus hier so abbieten wir, redet wenig von, dass Jesus gearbeitet hat, zum sich dort leben merken, ja. Und nicht die Menschen, mit wem heute tut wir. Der Jünger, der am Herunterheim, er sagte, er soll alles verkaufen, mit einem nur folgen. Oder alles tun, mit jedem nur folgen. So dort redet sehr wenig von dem Balance zwischen Arbeit, Mission und Familie. Wo deutet man dort alle Kraft an? Ich würde so sagen, wie weit dass Jesus, der Vater von Jesus, Carpintero war. Sicher ist davon nicht viel geschrieben in der Bibel. Und man geht im Allgemeinen davon aus, dass er mit seinem Vater in dem Haushalt gearbeitet und Taub geschafft hat. So ist von dort nach erfahren, er ganz normal mitgearbeitet hat in der Zeit. Die Zeit, was beschrieben ist in der Bibel, sind die letzten 3 Jahre vor dem Sterben.
Da gab es die Begebenheit, wo er mal seine Jünger rüberschickt, zu zwei, nimmt nichts mit, bitte die Kleider, was ich anhabe. Und dann am Ende von Lukas, als Jesus war da resuscitado, wie abgestoßen wie vom Tod, fragt er die Jünger, diese Begebenheit war da, als je dann rübertrage, und je sollen nichts mitnehmen, habt ihr irgendwas gefehlt? Und die Jünger sagen, nee, das hat uns nicht gefehlt. Und dann sagt er, nu über die Zukunft nehmt ihr mit. Sachen, ja. Also wir haben in diesem Leben, wir können deswegen auch sagen, dass Jesus hat niemals Mangel gelitten. Er wird immer versorgt von seinem Vater im Himmel. Er hat ganzes Vertrauen. Da wird immer genug sein. Wenn er will Abendmahl machen, dann wisst er, all der und der Mensch wird an seine bovenste Stuhl geben, dass er Abendmahl führen. Diese Relation, so als Jesus hat, die lebt er uns für, Gott ganz zu vertrauen. Beim richtigen Jüngling, darf ich das als Beispiel nehmen, da sitzt hielt sich so an, als wenn Jesus das ganze Eigentum, was er hat, wegnehmen will. Vergib alles, was du hast, und jeft das den Armen, dann komm und folg mir nur. Das laatste, als wenn er einlädt, das ist die Tugend, alles zu vergeben, die Arme zu geben und Jesus nur zu folgen. In Wirklichkeit, wenn wir die Gesamtprinzipien biblischen Wirtschaften sehen, hat Jesus dem jungen Mann so gut, er will am eigentlich richer machen. Und Jesus wisst, die biblische, was für Gott eingeführt hat, wenn du dort nimmst und an ihre Arme verteilst, wirst du 30, 20 und mit 100-fach mehr kriegen. Das wisst Jesus. So, wenn du mehr haben wirst, und mir nur folgen wirst, dann tut das. Jeft das auf, mag deine Aufhängigkeit nicht von dem Geld, aber ich weiß eigentlich, du wirst viel mehr ernten. Das sind die biblischen Prinzipien. Wenn Jesus von uns was fordert, aufverlangt, er sagt nicht, wie es ans Ohr haben will. Er will uns lehren, mehr zu verdienen. Wenn wir dazu berufen sind, Businessmänner zu sein. Aber er wird uns immer voll versorgen. Auch seine Missionare. In Wirklichkeit, wenn du dort gehst, wenn wir die Gesamtbibel sehen, nicht im Alten Testament lehrt er, dass der 11 Stamm Geld aufdelen von ihrem Verdienst, damit die Leviten 100% in ihrem Dienst versorgt sind in deinen Kindern. Das schafft nicht immer. Auch die Leviten dann haben nicht immer genug Versorgung. Aber die Versegnung Gottes ist da. So in diesem Seminario, was in dem Buch ist, oder wenn man ein Seminario komplett geben, das ist 8 bis 10 Stunden, so geht dort deeper an, das ist eine ganze Lehre vom Alten bis zum Neuen Testament, wo Gott versorgt hat. Das ist nicht immer das Prinzip, alles weggeben und nichts haben, sondern das gibt diese Momente, wo Gott uns fordert, kann ich auch in meinem Leben, 3 Jahre lang, weg da alles, was du verdienst, investierst du da rein. Ich will die Lehre, wo du mehr Geld machen kannst. Dann ist das eine Schule. Aber im Ewigen, wenn wir die Bibel sehen, Gott will uns immer versorgen. Und dann, ob du Missionar, Prediger oder Businessman bist. Dem einen gibt er 2 Talente, 4 Talente, 10, das ist ja unterschiedlich. Aber Gott will uns versorgen. Jesus ist am Kreuz dafür auch gestorben. Nicht bloß dafür, aber auch dafür. Da wir hin, noch eine Frage. Dat is nu te kort om zeer diep aan te gaan, aber dat boek oder de CD wat het heeft, kan man darüber mal studieren. Bitte schön. Wir haben die Versprechungen in der Bibel, dass Gott uns finanzielle Segnungen geben will, ja? Ja. Und wollte ich wieder das Puzzle aufstellen, kriegt die Forschung, was du gelesen hast, dass Gott trägt uns durch schwere Tiden, durch Dinge, wollte ich wieder in dem Moment aufstellen, wenn wir in der schweren Zeit sind, und wir haben über die Versprechung, dass uns segnen. Dat is in de tijd, in dem Moment, wo man erst vor kan schwören. Ich will ein Beispiel geben aus dem praktischen Leben. Ich habe viele Wunder belebt, in dem ich nu aktuell hinterher sehe, wo ich mal vertellen. Ich will für 2 Jahre in der Tinglado, in Deposito, Bodega-Beur, mit meinem Geschäft dann zu tragen. Und wir haben dort alles gekauft, und steht lohnt, und die Plans gemacht. Und dann ruft mir auf einmal eine Firma an, wo ich
een half jaar eier gevraagd had als ik dat kon arrenderen, de helft van die bodega. Ja? En die willen dan niet arrenderen, zo mag ik me rijden een nieuwe te maken. En deze tijd, waar ik me rijden mag, in een bodega te buren, niet, redt God immer weiter an der Fahrt, sie langsam, wacht ein bisschen. Ich hatte sogar einen Traum darauf, ja. Es soll warten und geduldig sein. Aber so als ich dann nun mal sehe, als Unternehmer, das ging mir nicht bosig genug. De nood wird groot en ich will nicht noch ein Winter in diese kleine Räumlichkeiten sein, wo wir wären. So, ich hatte mir dann statt Land gekauft und hatte den Plan gemacht. Und 2 Tage nachdem ich beim Notariat das Grundstück unterschrieben hatte, raubte ze Impresse an, du den Deal, was wir da haben mit den anderen Menschen, das klappt nicht. So, weißt du, anstatt arrendaren, nicht das ganz scheibe. Dann dachte ich, Mensch, das kann nicht ganz scheibe. Wie gesagt, es ist mehr als doppelt so groß, als ich nu Buur wurde, und dann hat das noch 3-mal mehr so viel Land, als ich nu wurde scheibe, so dass wir einfach viel zu groß für meine Impresse, als ich nu wir. Und wir deden dann anfangen darüber beten, Menschen, das ist eigentlich ein Angebot, aber willst wir nicht nicht mit Banken schaffen, ich habe nicht das Geld, um das zu bezahlen. Mit dem Büro, da hatte ich einen Plan, das wurde schaffen, wir auch viel Länder, aber das Scheibe wie mir einfach zu groß. So beten wir mit meinen Frühen darüber, ich war leider immer weiter darüber und hatte dann Frieden dazu, dat te schepen. Zoals wanneer God zegt, scheep dat, ik wil die dat geven. Die business dat rand en ik wil die zien dat dat functioneert. En dan passiert dat, ik heb dat gekauft, kon dat aantonen in gewissen deel. En dan vangt op eenmaal een departement van onze Impresse aan, wenn je geld te maken, zodat mijn calculen niet functioneert. Nu vang ik aan met God te handelen. God, dat geld reikt niet toe. Waarom sehnst du uns dann nicht mehr? Oder wenigstens so, als het nu deed. Ik gaf God mijn nieuwe bodega en maak mijn entrance kleiner, zodat we werkliche Schwierigkeiten haben, Troubles. Na gut, man kann gewisse Reserven, die man hat, abbrocken und so weiter. Und dann seht ihr, naja, wir kennen das Beispiel in der Bibel, was hast du? Das kommt je Eil, oder 2 Versen und 5 Brot. Na ja, Gott hat mir al sehr gesehen. Ich habe noch anderes Land, andere bieten Städte Land, wo ich kon verkaufen, oder nach einer Ranch in Paraguay kosten ich verkaufen. So sieht ich Gott, irgendwas verkaufen. Hauptsache, ich kann das betalen und für dich. Warum? Ich will Ruhe haben in meiner Seele und nicht diesen Druck haben. Na, dann fangen wir an zu verkaufen, anzubieten ans Land in Paraguay, was wir haben, will kein Mensch haben. Ans Land, was wir in Deutschland haben, will keiner haben. Und dann hatte ich noch die Ranch. Oh, die will den Nuba haben. Wat we daar hadden. Dan wilde je ook voets schepen, want die wist, ik kom voets aan, we maken een negotie. En eens we hadden aanvreden. Dat had ik thuis met een socio, in een gegend, waar we ook missionsarbeit doen. En op alle Fälle, der had voets bestätigt, de prijs würde okay zijn, hij würde dat betalen. En ik had gewisse aanroeren, moest sowieso mijn socio vragen. Dan roep ik mijn socio, ik weer dan in Paraguay, het weer 2 jaar, roep ik mijn socio aan, du, diesen plan. We kunnen dan in wat anderes investeren, weil we de ranch verkaufen, en schepen ons wel onderwijs land en dit en jaar. En dan reed hij zu mir zo, als uit de pistool geschoten. Victor, we hebben dat land gekauft, wens de missionsarbeit. Wenn der Auftrag, die Missionsarbeit nicht mehr dünner ist, dann können wir das verkaufen. Aber wenn wir den Auftrag noch haben, dann verkaufen wir das Land nicht. Oh, hoppla, da redet Gott auf einmal. So, nu kann ich entscheiden. Ich hole noch mehr Rot an, du kannst das verkaufen. Gott sagt, verkauf das nicht, du hast dort einen Auftrag. Du kannst das aber verkaufen und hast ein ruhiges Leben. Die bleibt noch viel Geld über für andere Business. Oder du akzeptierst diese Difficultades oder Schwierigkeiten, ich will die da durchlenken. Die Entscheidung wird schwer, auch mit der Mitarbeit, um das der gerenteste, wichtigste nennen. Kijk mal, wir haben eine Lösung, die wird einfacher weich sein. Und uns wird noch viel Geld bleiben, wir können neue Produkte, bessere Jahre und so weiter. Oder wir akzeptieren, dass Gott nie sagt. Und wir sehen einmal, wo Gott das lesen wird. Und wir haben viele Sachen erlebt, dass Gott uns auf einmal weiß, in diese Schwierigkeiten und Nöte, Victor, in dieser Area, da verspiel je Geld. Das sollst du mal abräumen. Oder da ist ein Loch, da rennt Geld weg. Oder die Mitarbeiter, die kannst du nicht ganz richtig trüben. Die verbrücken zu viel Geld, die schmieden das rüt. Und so fängt Gott an,
Korrekturen in unserem Business zu machen. Ob die würde ich nicht kommen, wenn das Geld von Büte wird entscheiden. Auch wenn das selbst nicht von der Bank ist. Es wird was anderes verkaufen, um das nicht zu scheiden. Die Mitarbeiter würden geblieben sein, die mir sehr viel Geld gekostet haben. Wir würden wieder die Fehler nicht gefunden haben, weil wir würden bloß noch Rata machen, anstatt die Probleme zu analysieren. Und so kann Gott mich korrigieren im Business. Und das ist was Besonderes. Es ist dort nicht genug, wenn mein Vater im Himmel sagt, du brauchst nichts abgeben, ich will dir auch helfen. Aber check mal, ob die Fehler, ob die Agujeros und ob die Dinge, die nicht funktionieren in dem Business. Und dann gibt Gott einen Weg der Korrektur. Und check mal, wir sind all 2 Drittel ab der Streit, was wir all betont haben, Gott ist treu. Er gibt jeden Monat und versorgt, auch wenn es manchmal schwer ist. Aber weißt du, was passiert? Ich fange mit Gott an zu verhandeln, zu dealen, so ist ein Kind mit dem Vater. Gott, warum passiert das? Warum gibst du nicht an? Warum halbst du nicht? Und so sind viele Faktoren, dass Gott sich nie offenbart. Und Gott ist der beste Businesspartner. Der weiß die ganz schön, wo die Leichen sind, wo das Geld auf einmal weichern, wo das nicht weichern soll. Ja? Und er ist so gnädig. Deswegen, ich will und einladen im Business Gott ganz einladen. Manchmal sind das schwierige Wege. Manchmal haben wir zu kämpfen, das ist richtig. Aber er tut das nicht, um uns bloß zu schikanieren. Er tut das, um uns einen besseren Weg zu weisen. Noch mal eine Frage? Das wird meine Antwort darauf sein, ja? Ja, ik wil een klein beetje een vraag gaan over de tiendel. Ik weet dat man ganz sicher Menschen als dat de tiendel afgeven nu gaat. Meest krijg ik 100% weer kan zijn eigen sterven. Eingestorben. Eigen sterven. En wanneer dat lezen dat wordt zo veel, de Bibel geeft zo grote hoopningen en zenuwen wat we moeten zijn, wat we God moeten proeven. We moeten een klein beetje niet zijn. Das Prinzip vom Tierenden, will ich mal so erklären. Bist du Farmer oder so? Ja? Wenn du Farmer bist und du hast, sagen wir mal, am Ende von der Abend ein Hüppe Korn über je Hölle und du willst alles verkaufen. Was willst du nächstes Jahr aussehen? Nichts. So, im traditionellen Sinn machst du 10 Seiten, 100 Seiten oder so und so viel Kilos Trichhölle von der Abend, um nächstes Jahr auszusehen. Weil Gott nun mal weiß, dass wir Menschen so dort agieren, wenn wir einen Sack Schaubel haben, dann eten wir alles ab und haben nichts von morgen. Weil wir wollen das von dort genieten. Von dort kriegen wir gut Geld dafür. Und weil wir Menschen so dort funktionieren haben, in seinem Prinzip, ich muss das ein bisschen aus, so gedacht, ich würde den zwingen, 10% wegzulegen, damit sie das ausstreuen und Sod haben für den nächsten Abend, damit ich frisch sehen kann. So darf wir das verstehen, eine Ort zu verstehen, wofür der Tiende ist. Gott braucht ans Geld nicht, er hat viel mehr. Wenn er mir nicht 10% gibt, kann ich nicht 10 geben. Wenn er mir nicht 100% gibt, kann ich auch 10% nicht geben. Wenn er mir keine Abend gibt, was will ich geben? Nicht. Das heißt, Gott ist von ansam sowieso nicht aufhängig. Die 10% dienen bloß aus einer Kostumbre, aus einem Avito an Maria zu denken. Denk ook aan anderen. Dat is die zoetgoed. Dat geht ab und wird Frucht bringen, dat du wieder frisch hast. Dat ist das Prinzip dahinter. Ja? Gott sehnt uns, weil er auch andere im Blick hat. Und das ist die Übung beim Tienden. Wir lernen zu geben. Es wird mich freuen, wenn wir lernen, mehr zu geben. Aber ich will ein trösten Exempel geben für die, die sagen, nee, ich verdiene so wenig, ich kann bloß nicht den Tienden geben. Da kann ich meine Familie nicht feiden. Ich habe ein Beispiel, in unsere Gemeinde kommen Brüder, wir frisch betieren und mir sieht mir das auch. Ich kann nicht den Tienden geben. Wenn ich ein Budget mache, auf wirklich einen strengen Budget, einen Sparen und so, dann kann ich einfach nicht meine Quotas betonen und meine Familie nicht gut versorgen. Wie kann ich das tun? In dem Moment kam meine Idee, ich denke, ich will vom Herrn. Wie viel würdest du gerne aufgeben? Na, ich überlege so ein bisschen. Ich würde von dort vielleicht gerne 2% geben. Timo, warum fangst du nicht mit den 2% an? Weil Gott sieht dir den Hort, dass du hier willst mehr geben. Und fangst an zu beten, bist treu und 2% aufgeben, und betest Gott, sag mir doch bitte, dass ich auch daheim komme, 10% aufzugeben.
dat die 3-4 Monate kommen zu mir und sagt, Victor, ich will 10%. Das ist viel mehr eine Sache in meinem Hort, als ich willig sie, von dem, was Gott mir gegeben hat, was aufzuteilen. Jullie noch mehr Fragen? Wir haben noch ein paar Minuten, ja? Oder ist es? Ja. Macht es Ihnen anmakkelijk? Fällt sich das schlecht? Je dürfen mich fragen und rückfordern, das ist kein Problem. Ich weiß, dass das manchen Appetit klein. Nou, wenn er nicht sind, dann kann wir noch schließen. Aber mir hier sich das so, von viel von der Frau, was die gefragt war, und die Antwort, was er ist, das trägt noch unsere Relation mit Gott. Tragt das erste noch Gott sein Recht, dann war all diese Dinge zukommen. Und so, was sind all diese Dinge? Du sagst noch Maya, also wo noch eine Frau? Ja, du hast eine. Noch eine Frau Maya, dann haben wir ein bisschen Fastpartiet. Vi säger manchmal på hans plåtits plus dig och mån är räck. Det är räck. Och dann har vi nog en annat wort där är wohlhabend. Jemand är wohlhabend. Vad är det Unterschied von bloß räck sein oder wirklich wohlhabend sein? Wo wirst du das erklären? Nu zie je geen Germanistica om dan onderscheid dort te zijn, ja. Ik würde sagen, rich en wohlhabend, wo die Familie seine relativ selbst begriffen zijn. Rich, ich habe viel. Wohlhabend heißt das Wort wohl, ja, dafür, was das Gefühl auch mal uitdrückt. Hij heeft sehr viel und das ist maklich dabei, das lebt sich gut damit, ja. Also ich kann das nicht 100% im Duden oder Lexikon-Begriff sagen, ja. Vielleicht hast du noch eine ergänzende, erklärende Frage, ja. Ich soll vielleicht sagen, wer da am Ganzen an alle Hinsichten vom Leben gut auf ist, nicht bloß an Geld. Einer kann an Geld gut auf sein und an anderen Dingen arm sein. Wenn einer wohlhabend ist, ist einer dann an alle Hinsichten gut auf. Das ist, wo ich noch haben will. Ja, ich verstehe. Ich kann im deutschen Wort nicht genau der Lexikon-Definition nicht geben. Das gibt im Jüdischen ein Wort Shalom. Dort wo das sagen, du bist in alle Bereiche von deinem Leben, mit deinen Kindern, mit deiner Ehe, mit deiner Familie, mit deinem Business, mit allem, was du hast, bist du gesehnt, rundum gesehnt. Shalom. Du hast Frieden in deinem Leben, das Wohlergehen in deinem Leben. Ja? Wenn man dort in dem Sinn verstehen kann, ja, dann kann ich mit 10.000 auch sehr wohlergehend leben. Ich kann mit 1.000 sehr leidlich und wohlergehend leben. Was halbe mit 10 Millionen, wenn meine früher auf einmal an eine Krankheit starb? Kannst du mit Geld nicht betalen. Ja? Und ähnliche Dinge. Was halbe mir Millionen von Dollars, wenn meine Kinder verloren gehen, die gehen einen anderen Weg, nicht mit dem Herrn gehen. Kannst du mit Geld nicht betalen, sie armselig. Ich habe das nicht geschafft. Wir sagen vorhin, wenn einer Million hat, der hat das geschafft. Oh, der hat das noch lange nicht geschafft. Das reicht noch nicht zu, um maklich zu leben, um wohl zu leben, um in Frieden zu leben. Das ist bloß ein Teil, ich kann mir viele Sachen kaufen, aber ich kann nicht die Seligkeit von meinen Kindern damit betalen. Ich kann nicht die Gesundheit von mir und meiner Familie dafür betalen. Ich kann Sicherheit nur ein Teil betalen, ich kann ein paar Alarmanlagen haben, aber als mir Maria einer tot fährt mit der Kuh, kann ich nicht betalen, die Sicherheit hat nicht. So, Shalom, oder Wohlergehen in dem Sinn, ist sehr viel mehr. Es ist auch ein gutes Gefühl, in Gottes Sehen zu bin. Aber der Fokus von da ist gerade der Relacionamento von Reichtum in dem Gefühl. Wie viel bietet uns und wo gehen wir selbst damit um? Wo haben wir auch gesehen sein daran und damit richtig umgehen? Ja? Aber das hat viel mit dem Gefühl zu tun. Wir wollen in der zweiten Hälfte sehr darauf eingehen. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit, noch eine Frau, das ist eine wertvolle Zeit hier, wenn ihr eine Frau habt. Hier ist eine. Wat mij die bedanken te vragen, dat is in de Bijbel redt dat van dat als schwanger van 13 maanden durch een oog van Nudel durch te komen, als dat hij wat in Himmel aankomt. Wat merkst du daarvan?
Dat is richtig. Waarom? Ik zei dat ook uit eine ervaring. Ein Ritter, der viel Reichtum hat, verlässt sich viel mehr auf den Reichtum als auf Gott. Die Gefahr ist sehr groß. Dass ich mich auf meinen Vermögen verlor. Ich habe das Beispiel gegeben, ich habe noch andere Land, das kann ich verkaufen, damit ich das betalen kann. Ich verlor mich auf das, was ich habe. Und kijkt al weg von Gott. Er hat einen anderen Weg für mich. Und die Gefahr ist sehr groß, dass ich die Solution in meinem Leben door nur mag, wo ich Vermögen habe. Und das gibt Macht zu entscheiden. Ich kann das entscheiden, ein Stück Land zu verkaufen und das betalen. Aber dann würden meine Probleme nicht gelöst sein. Und das ist, was das Beispiel geben kann. Das ist wirklich schwander. Das loszulassen folgen und sich ganz auf Gott zu vertrauen. Was das sagen will, ist, du musst für Gott alles tachlassen. Alles, was ich denke, selbst wenn ich viel habe, muss ich in meine Decision mit Gott. Alles, was ich denke, selbst wenn ich nichts habe. Herr, wo weißt du, dass ich das Business oder das, was ich mithelfen will, was denkst du darüber? Wo soll ich das angehen? Und das soll meestal als nötig zwischen mir und Gott sein. Ich und Gott gehen diese Relation an. Ich frage ihm so, als wenn ich nichts habe. Und wenn ich viel habe, sehe ich dann noch in meine Entscheidungen aufhängig, Herr, was sagst du? Darf ich mir eine Kuh kaufen oder nicht? Ich habe 4 Jahre beispielsweise, wie längst Zeit hat mir nie eine Kuh gekauft. Ich habe ein Auto, also 400.000 Kilometer boven. Und als Impresario kann ich mir das leisten, nie ein Auto zu kaufen. Und irgendwie hatte ich nicht Frieden. Gott sagt immer, war dann nie. Du hast dir abends eine große Bodega gekauft und wir wohnen in einem kleineren Dorf. Wenn du nur noch nie Kuh kaufst, du magst die Menschen anruhig. Die wollen neidisch einfach bloß worden. Mag nicht anruhen im Dorf. Fahr einfach wieder mit deiner Kuh. Der fährt dir. Und das jede Zeit, ich muss mit Gott darüber reden, bis irgendwann der Gott mal sieht, nu darfst du die eine kaufen. Nu ist die Zeit so weit. Und das meint, wir waren nötig mit dem Ganzen, ich darf nicht mich darauf verlassen, was ich kann und was ich zur Verfügung habe. Ich sie ganz ohne Reserve, ohne nichts für Gott, darf ich dann weggehen oder nicht. Dat, so verstehe ich dem fast. Ich habe andere Auslegungen darüber, aber so würde ich als Businessman das verstehen. All das, was ich habe, ist nichts, wenn ich für Gott stehe und mit ihm eine Sache aushandle. Mir kan een klein beetje van deze MP3 CD's, waar we hier van dit reden, Victor. Dit is een serie wat u en Doris ga doen. En het is about 8 stunden. Ja. En kost een klein beetje vertellen wat we hierboven waren hier. Ja. Go ahead. Ja. Also es geht eigentlich hier darum, sind viele Fragen, wo es schwierig nur in wenig Minuten dort zu erklären. Ich glaube, was wir lernen müssen, ist, von Garten Eden zu lernen. Was sind die biblischen Prinzipien vom Alten Testament bis zur Offenbarung? Ich will mal eine Note finanzieren, wo ich dann lehre, das muss irgendein biblisches System geben, die Juden sind so reich in der Welt, allgemein. Der hat irgendein System, wo nur ihr Wirtschaftssystem funktioniert. Und das macht mich nicht schwierig, in der Bibel anfangen zu forschen. So, ich fange an, eine Brille abzusetzen, ich will mal alles filtern, was ist Wirtschaft in der Bibel. Und fange die ganze Bibel an, das zu blättern und das zu wickeln, wo ist Gottes Wirtschaftssystem. Und das haben wir an dem Seminario von Anfang bis ein desarrolliert mit biblischen Prinzipien, biblischen Forschung, was ist hier gemeint, was ist dort gemeint, sodass wir viele von diesen Fragen durch sehr deep angehen. Sehr fein. Und das wollen wir hier von der weggeben. Für jeder einer von Ihnen, was den will, hängen bei den Information Booth, wenn ihr hier rausgehen, über die Fastpartie, kann ihr da abhacken. Das ist für free, das ist sehr gutes Material. Und wo er in seine früh beitreten dann. Und so, wenn er einmal nicht durch genug bei den Information das sind, wie habe ich eine Maschine, die wird aufbrennen, dann habe jeder einer kann einer mitnehmen von der. So, ich würde Ihnen tarot gut, dann pick das ab. Das ist ein MP3.
En zo dat je den speelt kan je leren, maar allemaal even hard en vielleicht heb je een vriend wat je dat geven wil, zo goed het materiaal voor je van jou, voor free hier is dat. So we waren nu een beetje een break nemen, een beetje koffie hebben, een beetje een snack hebben, een beetje relaxen en met mijn vriend hier treffen, voor about 30 minuten of zo. Nou, we kunnen weiterlopen, wanneer we zware Träge hier aanvangen. Had een goede tijd, wanneer je daar spazier, een goede gemeenschap en ik zie bloß dat eten wat er is en de gemeenschap en je ziet om. Amen.